Marius Ola, welkom to het Deutsche programma. Hier August 10, klok 10 mars. Voor de nächste 15 minuten, waar we ons een blik gaan draaien naar Matteaus kapitel 24. En we willen van deel van Torschen Gold reden. Bill 3. En dan gaan we welkom terug. En denk dan dat je het op YouTube, op WhatsApp en wil ik die wieder checken. Gott zijn woord is vrij. Hij zegt umsonst hij dat gekregen, umsonst geef je dat wieder. En dat is mijn vrijheid hier te doen van deel. Gott zijn woord is krachtvol. En hij zegt het wordt in alle eeuwigheid bestaan. En dat dit woord waar we gerecht worden. So wat is het woord dan? Wel veel fangen we in Matteaus kapitel 24 aan van de 10 jongvrouwen. 5 hadden extra uil met en 5 hadden bloos genoeg voor zo lang. En als de brigam länger duurde als ze gedacht hadden, en dat krijgt dus wie fertig moeten denken. Jezus zijn terugkomen die het länger als wie we gedacht hadden, niet zo? Aber uil aan duurt in dit Fastentijd. En gewoon ze frisch kijken, over krijg in die tijd komt Jezus. Wat is Jezus in de leer door? Dat is ganz einfach gesagt, ziet rein. En je hebt niet op. En ik had een lot even geraveld. Kunnen het maar zo geven dat de 5 jongvrouwen worden dan verleiden, ten vrijscheiden. Kunnen het maar zo niet waar zijn, wat opgegeven hebben. Weet je dat je hebt christen die geven op met ihren geloven. De schrijfste zegt die verstaan kon, dat het warnen van afval, van kalt worden. En waar we niet dat 4 oplokkeren, en maar halt bijleiden, dan kan het 4 kalt worden. En dat wil we christen helemaal niet voor zijn. Zo echt blijft deze 5 jongvrouwen weer leer geworden, kalt geworden en niet geloven. En als de brigam kwam, werden die er niet meer. En hoe weten we dat? Hoe weten we dat die afgevallen zijn? Wenn Jezus zegt today, als die Leute aanput ik kan geen kwijt. En wenn Jezus hem niet kan, dan is hij afgevallen, niet zo? Der is niet meer bij Jezus. En dat is zeer, zeer schuld. Alright, so hier gaan we dan wieder. En Matteaus kapitel 24. Entschuldige, ik heb hier een beetje computer troubles. Matteaus kapitel 24. En dan vangen we aan en 14. So in vers 13 heeft hij gezegd waarom hij die Geschichte verteld heeft van die 10 jongvrouwen. In vers 13 zegt hij, wachet, denn ihr wisset nicht Tag noch Stunde, welche des Menschensohn kommen wird. Wat wir leren deze Geschichte? Ziet eruit. Dus vele predikers dan het zij uitleggen wat de uil bedient. Deze hadden een helden yes en die hadden niet. Wel, die hadden alle uil. So dat wird nicht sens mehr. Dat heeft niet zijn. Wat is in de leer hier? Hij zei einfach. Deze leer is bloos ziet eruit. Hier daar we echt veel grote daar irgendwo uitbeteren wat al gezegd is, niet zo. Dan zegt hij in vers 14 dat himmelrijk reit zijn, dat is krijgt een mens die ging op een reis en hij roept 3 knechten op en juif en zijn havengoed, zijn goede. Den een juif hij 5 talenten, een gereed van 5 torschen goud. Den anderen juif hij 2 talenten, 2 torschen goud, deze torschen werden vol goud. En den anderen juif hij 1 en hij gleich jedem een naar zijn vermogen. Wat betekent dat? Want jeder einer doet als hij gegeven had. En hij ging op zijn reis. En als hij, der wat de 5 talenten gekregen had, die vang aan te tuschen. En we moeten nog helemaal 5. Krijgt hij wat de 2 gekregen had, vang aan te tuschen. En te handelen. En kreeg nog 2 meer. Aber der einer wat eine Torsch had, die verleiht, moet zich een lach in de eerd en verstuurt dat goud en dat lach en op een geheime steed. Na een lange tijd kwam de haar 3. Krijgt es wie weten, de haar wat 3 komt. En dan weer de tijd zum rekenschap afgeven voor de rekening. Wat ga je doen met het goud wat ik kunt leidt?
En die wat de 5 Taschen Geld gehad had, die kwam nog einmal met 5 en zei, hier zijn de 5 wat je me juist, en dan heb ik hier nog einmal 5. De harde vrijheid zich en zei, zeer fijn gedaan, terug knaag, du was, en een kleine ding terug was, ik wil die Wietmerken über grote ding. En jij hebt eins zu deines Herrn Freude, so een andere weer kom im Himmel nennen. Als der wat de 2 Talenten, de 2 Taschen Geld, 2 Luschen Geld gekregen hat, kwam ze, hier zijn de 2, en dan had ik nog einmal 2 gemerkt. De Herr zei, ja, is goed gedaan. Die best ook een kleine ding terug was, ik wil die Wietmerken über grote ding, nu kom nennen en de vrijheid vom Herrn. Nu komt de eine met de eine Tasche, en zeg, Herr, ik weet, du bist een harde Mensch. Du das Herzen, wo du nicht gesagt hast, und du merkst Geld, wo du nicht geschafft hast. Ich hatte Angst für dich, so ich hatte es begruft. Hier hast du eine Tasche, oder ein Talent. Der Herr sagt ihm, du bist nicht ein guter Knecht, du bist ein Fühler Knecht. Wenn du weißt, dass ich Herzen, wo ich nicht gesagt habe, und ich habe Geld gemerkt, wo ich nicht geschafft habe, warum du jetzt nicht wenigstens das Geld in der Bank nehmen, sodass wenn ich mit Träge gekommen sind, dann wird wenigstens Interesse verdient werden. Nimm diesen Weg und gib diese Tasche zu denen, was die Tieren gemerkt, was die Tieren haben. Wenn die was haben, die was mehr kriegen, und die was nicht haben, was dort nach Fuß genommen werden, was er hat. Nimm diesen Knecht, schmied an meine Dienstnis nennen, wo gerot wird und wo auf Hiltig reden von heulen und Zähne klappen, wo gerot wird und wo Zähne genascht werden. Und dann das nächste Mal, wo wir dann eben gehen, das gerecht von der Schuhe, von der Back. Alright, so hier haben wir eine interessante Geschichte. Jesus sagt, und Jesus redet hier von der Engzeit, und er redet hier davon, dass Menschen als wird gegeben werden. So, warum muss es das sein? Als Jesus verleiht, Tieren der Luther, dann am Pfingsten Helgedach, dann kam der Heilige Geist nach rauf und 4 Flammen auch mit Wind. Und dann von da was nu, als der Heilige Geist hier auf Erde. Theological sagt, dass den Heiligen Geist wird ein Tag wahrgenommen worden, dann wird die Eierreichigkeit weit überhand nehmen. Das ist noch nicht geworden, meine Freunde. Wenn Krieg dann, wird der Heilige Geist fortgenommen worden, worden seine Kinder, wird seine Kirche auch abgehoben worden. Wat we namen de Entrückung, auf Englisch the Rapture. Aber das ist noch nicht geworden. Die sind noch hier, wir sind Kinder Gottes, der Heilige Geist ist noch hier. Und der leiden, der führen, der Kraft geben und der Überzeugung geben über Sinn, Gerecht und Gerechtigkeit, sagte der Johannes. Alright, so ein Tag, da wird das bosige Geniet überhand nehmen mit der Eierreichigkeit. Das warum viele Menschen das angelegt, dass die Christen rum sind. Die Christen, wir sind Salz und Licht. Und wenn die an sein, das darf ihnen gewassen, nicht so? Und so, ein Tag werden was die Heilige Geist genommen worden, auch die Kirche. Und dann wird bloß Eierreichigkeit sein auf die Erde. Aber Jesus redet hiervon, wir sind nicht an der Zeit, aber er sagt, wir sind dicht bei. Und das wird so sein, dass Menschen haben Gaben gekriegt. Das redet hier von Geld. Aber wir weiten dort ein Königreich, die kostet nicht deine Erlösung kaufen mit Geld. Du fragst mich doch. Wenn du $1 Million hast, und ich habe bloß $10, und Gott in die Uhren sei wie gleich und egal. Die sagen, die Erde beim Krieg ist gleich. Und das wird mich fragt. Was mir immer gefragt habe von den Mennoniten, dort ist, dass du wirst fertig gewählt. Und das soll nicht nur Unterschied merken. Die Reiche haben nicht 10 wohl und die Arme eine. Nee, die haben beide eine wohl. Aber Jakobus das worden, dass die reichen Menschen haben viel mehr reich in der Kirche, die kriegen die erste Saat, und die wird sie geirrt, und die Arme können da hinsetzen, und Jakobus sagt, das ist weit arg. Anyway, das ist ein anderes Thema. Nun sagt Jesus dort, hier habe ich Gaben nicht gegeben, und er braucht das Beispiel von Geld, das ist warum ich dort in den Gedanken abbringe. Aber er sagt, es sind Gaben gegeben worden. Und weißt du, was ich hier sagen kann? Welche Menschen haben mehr Gaben als die anderen? Das sind Menschen, die können sehr viel leiden, die können sehr viel predigen, die können viel singen, die verstehen sich mit Geld, die verstehen sich mit Menschen.
Das sind vielleicht die 5 Talenten, ne? Er sind andere Menschen, die haben was die 2 Talenten gekriegt, oder die 2 Lüsten Geld. Vielleicht verstehen sie bloß 2 Dinge zu tun. Dann ist der einer, der hat bloß eine Gabe gekriegt. Als der einer nu weniger wird, als der mit 5, no, das ist nicht, was ich hier sage. Die Frau ist, was du wie mit dort, was uns gegeben ist worden. Was tust du damit? Was du echt damit? Und so der, was 5 Gaben hat, der wird nicht mehr wird, als der, was 1 hat, wegen denken wir an diese Geschichte. Der, was 2 mehr gemerkt hat, der kriegt Krieg die Belohnung, als der, was 5 mehr gemerkt hat. So, das hat nichts zu tun mit wie viel die gegeben ist worden. Das ist up to Gott. Das sind seine Hände. Das sind Menschen, die haben mehr Gaben als andere. Und wir haben für die beten und die sehen, dass es nicht in der Kopf was angeht. Viele Menschen, die fallen wegen Hochmut. Und ich habe mich selbst fertig gefragt, sind ich hochmütig geworden in meinem Leben? Und ich glaube, das ist, warum Gott mich leid fallen. Dass ich bare wird demütig worden und war eine Armsegen. Und das freut mich auch, dass es so geworden ist. Dass er mich so gut wie, so eine Leib hat für mich, dass er mich leid fallen, sodass ich wird aufstehen und an den Arm kicken. Und war mit mir ist es nicht. Alles, was ich habe ich von ihm. Sogar, dass ich Lauf holen kann, dass ich gesund bin, dass ich sein kann, hören kann, dass ich denken kann. Das kommt alles von ihm. So, das hat nichts zu tun mit wie viel Gaben du hast, das hat bloß zu tun, was tust du mit den Gaben. Der, der 5 hat, mir 5 mehr, kriegt eine Belohnung. Der, der 2 hat, mir 2 mehr, er kriegt die selbe Belohnung. Der eine, der wie viel gewesen, den wird geschmissen. Und der Dienste steht. Und ich nehme nicht zu sein, dass das der Hall ist. Ich glaube, das ist vielleicht bloß eine Zeit von Buße dann. Und dass die nicht Schlag geht. Aber das ist ein Thema für eine andere Zeit. Das kann sein, dass das eine ewige Verdammnis ist. Aber ich glaube nicht, dass es hier wäre. Wegen dieser hat nicht mit seinen Gaben geschafft. Und wir können uns die Seligkeit nicht verdienen. Und so ich glaube nicht, dass das in der Hall ging. Ich glaube bloß, die ging, wo in der Dienste steht, wo er kann Buße tun. Das ist Hoffnung für mich und die, nicht so? Aber was wir hier auch, er hat nichts getan mit seinen Gaben. Er hat die verstärkt. Gott hat ihm was gegeben und er hat nichts mit getan. Nicht die Frage für mich und die, was hat Gott mir und die gegeben? Well, vielleicht hat er uns die Gabe gegeben, um fein reden, dann werden wir fein reden. Vielleicht hat er uns die Gabe gegeben, um fein singen und spielen, dann werden wir fein singen und spielen. Vielleicht hat er uns die Gabe gegeben, um Geld machen, um Geld verdienen. Ich habe Menschen, die verstehen Geld zu machen. Und das ist nicht mit Arich. 5. Mose sagt, die Gabe zum Geld machen kommt von Gott. Nu braucht das für Gott sein Recht. Und dann merkt man ja. Vielleicht hast du eine Gabe zum fein Eten machen. Oder du hast eine Gabe zum Menschen abmuntern und die mutig machen. Braucht das. Das ist für Gott. Das ist nicht für die selbst, für den einen wegen Gott, weil seine Herrlichkeit nicht mit anderen. Aber braucht das zum Arm ehren, zum Arm leben. Und dann wirst du eine kleine Belohnung kriegen, was Jana, was viele Gaben haben. Ich glaube, ich habe schließen mit diesen Gedanken. Billy Graham ist einer von den größten Evangelisten der Plautdietsch in der Welthistorie. Wie viele Millionen haben sich nicht bekehrt, nicht so? Aber jemand hat gesagt, dass Billy Graham wird seine Belohnung kriegen. Aber die alte Großmama, die Tüß gebet hat für Billy Graham, wird kriegt die Belohnung kriegen. Warum? Wenn sie schafft mit ihrer Gaben und Billy Graham schafft mit seiner. Mag Gott ihn segnen, hier ist Hoffnung, hier ist gute Neuigkeiten. Das ist nicht, wie viel die gegeben werden, aber was du mit das. Gottes Segen.